Salut! Und herzlich willkommen bei Lachsplay. Hast du nicht durchgemacht, oder wie? Oh, weißt du, sind wirklich human. Wir hatten Lolachens Dalgiax, wir sind in einer Parallelwelt gelandet. Da hat man noch das gelesen mit der Kassette, die übrigens noch immer nicht drin von tun. Wo? Ja, okay, du hast recht. Heute gehen wir das ein bisschen mehr relaxen. Fand ich gut. Falls ihr für den Schlafen gehen nach einem kleinen Adrenalinkick braucht, als Wukong Black Myth genau das richtig. So, weißt du, was als Black Myth Wukong Review an eine Physical Copy vom Spiel gemeinsam haben? Nee. Die hatte schon sollten am fucking August rauskommen. True Story. E puer Joer se lo schon hier, dat den unbekannte chinesischen Entwicklerstudio Game Science d'Welt überrascht hat, mat Gameplay-Videos zu engem Third-Person-Kampfspiel und dem se schaffen. D'Spielfigur war ke geringere wie de legendären Affekinnig Sun Wukong aus der chinesischer Mythologie. Ein extrem schnell und dynamisch Gefechter géint fantastisch Gegner, mat einzigartigen Designs goufe gewiesen. Dat alles an impressionanter State-of-the-Art-Grafik. Iwer Jore sich sporadisch weiter Videodemos opgetaucht, die engerseits fir viel Hype gesuercht hun mir auch skeptisch betrucht goufen. Geeft dat fertigt Spiel, wann et bis endlich rauskönnt, wirklich so ausgesehen auf Flüsse schlafe wie an dene Video. Letzten August war dann endlich soweit. An Spiel kommen at dem Titel Black Myth Wukong für PC a PS5 raus. Wann ihr bedenkt, dat Wukong schon rekordverdächtig Verkaufszahlen op Steam schreibt, muss es wohl irgendwas richtig machen. Me wat wird dat fertig wirkt dann nur wirklich zu bieten. Geschichte spielt, wie kein de da nicht Sinn, am antike China aus der Mythologie, enger Welt voller Magie, Buddhisten, Götter und sogenannten Yaoguais, gestaltwandelnden humanoiden Deieren. Jedereen sich spiritueller Lichtung an Unstierflichkeit, an asem Reesen, Trainieren a Meditieren, dat alles in op de wachsamen Ahn vum himmlischen Haf, dem Doheim vun de Götter, Buddhas an anderen hellige Wesen. Bëssen ab sie de griechischen Olymbebe. Da den de Sun Wukong aus Journey to the West steuert, stimmt allerdings nimmen half. Tatsächlich setzt Story vom Spiel Jahrhunderte nur der berühmter chinesischer Vorbild un. De Wukong huet seg Platz himmlischen Haf verlos, fir einfach Liwen op segem Biersch bei segem Volk ze feieren. Den Haf traut ihm wennst senger turbulenter Vergangenheet awer net. Schickt prompt die komplett himmlische Armee fir de Wukong unschiedlich zu machen. Die wird sich gut, me kann schlussendlich Schnitt gegen sie vermischt gewannen. Und stierflich wie nass kann der Armee zwar nicht umbringen, me sperrt du für Deler von ihm an Artefakten, die sie über ganz China verstrehen. Nachdemst der Spieler also am Tutorial an den Genuss könnt, den übermächtige Wukong steuern zu dürfen, geht es Roll für den Rest vom Spiel und einen unabfälligen Anweisung im Clan, den Aufgabe krut durch die Welt zu reisen, für Artefakten zu fangen, an dem Wukong seine Essenz zu sammeln, für so zum Wukong 2.0 zu gehen. Diese Nav gleicht dem Wukong 2 immens, er wurde mal kein geht just stumpf den Auserwählte genannt. Auch dem Wukong sei kämpferisch können, legendär Ausrüstung an Zauberei muss den Auserwählten einmal lehren am meesteren, nachdem es in Dresden mit just einem Holzstab untritt. Am Lauf vom Spiel treffen wir natürlich allerlei Allgefährten auf ihren allem Feinden vom Wukong aus seiner Reise nach Westen. Leider haben die Entwickler sich kein Gedanken darüber gemacht, dass vielleicht nicht jeder die Geschichte von Journey to the West kennt. Aber behandelt das ganze Spiel über Evenemente und Figuren aus der Geschichte als supposé connu, er baut seine Geschichte auf dem Roman ab. Am Spielmenü finden zwei Artikeln zu all Charakter und Gegner, die ihn so begegnet, Medes, Anträge sind echte Anekdoten und Kurzgeschichten, und liefern keinen Überblick oder Kontext, sodass der Spieler sich vieles selber zusammenreimen muss. Nach Mayshort fand ich, dass die Entwickler sich für die bequeme Option vom stummen Protagonisten entschieden haben. Der Auserwählte schwätzt nicht, aber verzieht auch kein Min, was nach Maysauer abstößt durch den krassen Kontrast zum extrem gesprächigen Wukong, der gerne Stöppel der Sachen han erfreut. Hier weist er einen kurzen Auftritt am Tutorial mehr Persönlichkeit wie die ball roboterhaften Auserwählten und ganze Rest vom Spiel.
Das einfach schut dat verschwente Potenzial. Wat für interessant an erhaltsam Diskussionen als Spielfigur het könne feieren, wat dene viele verregte Figuren ergegener. So wie sie noch nie fir wetten auserwählte mischt wat de mischt oder wetten denkt. Natürlich möchte zünd, dat sei Charakter sech schon wo Kongsägemönner scheet, nee Hai gouf wirklich die langweiligst Alternativ gewählt. Am wichtigsten ist aber, wie sich das ganz schlussendlich spielt. Wogleich mat andere Spieler bleiben natürlich nicht aus, aber wie mittlerweile gefilt alles, wo sich an der Third-Person-Perspektiv geklappt wird, gouf kom schnell mat Souls-Likes verglachen. Tatsächlich ähnelt Spiel vom Gameplay hier für mich aber méi den neue God of War-Spieler. Du hast liegt RPG-Elemente mit einer Handvoll freischaltbarer Waffen, Rüstungen, Accessoires und Upgrades. An een überschaubare Moveset als schnellen a schweren Ugriffer, mat denen sech eng Handvoll Kombos mache lassen. Klein Skilltreeser méiglesche Move-Upgrades, neier ze léieren an natierlecht Wertter vum Auserwählten ze pushen. Och den Intro, den direkt mat engem epische Bosskampf wufängt, an déi viel impressionant Cutscenes, die mat grafischem Bombastpunkten erinnere Chlor u God of War. Eng Pries Nio ass ebenfalls dabei. Am Kampf ka spontantech 3 verschieden Haltungen geswitcht gin, déi de schweren Ugriff bestimmen. Smash schlägt am Herzen dran, mee du kannst während de milöse Bewegungen erbracht gin. Fast erlaubt schnell Attacken op mi groß Distanz, mee d Spielfigur ass du während stationär kann net immer direkt op gegnerische Attacke reagieren. A bei der Polhaltung stellt den Auserwählten sich op seinen Stab kann so AOE-Ugriffer evitéiere fir den nur selber vernöwen op de Gegner Ruf zu schlun. Außerdem kaufen de meeschte Gegnertypen Essenz gewonnen an ekipéiert gin, wodurch Eisen Af sich ganz kurz an de Gegnertyp verwandeln an eng Attack vu dem benutzen kann. A Platz vum genretypischen zeitlich limitierte Supermodus kann den Auserwählten eng Handvoll Transformationen freischalten, wo in sich begrenzten Zeit an bestimmte besiegte Gegner verwandelt, als sich wéi des Figure spielt. Komplett mat neue Moveset an egem Lebensbalken. Méi einzigartig sind außerdem eng Reihe Zaubersprüche vom Wukong, die als Spielfigur am Laufe der Geschichte mees statt. Sie sind extrem mächtig und können den Kampf ruckzucksweise Gunsten drehen, wie zum Beispiel Gegner spontan immobilisieren, den eigenen Körper momentan verstehenere lassen, für Attacken aufzuwehren, oder eng half Dosen Doppelgänger beschwören, die alle mit Nenu greifen. Dafür sind Zauberer nur limitierte Mana gebunden an nun meisten se lange Cooldown. Wen sich Gever werden, können Ausrüstung, Accessoires a Gegner Essenz zu all Momenten am Menü gewechselt gehen. Mehr aus irgendeinem Grund und der Entwickler desideiert, da den Zauberspruch just bei Schreinen, diesem Spielsinger Bonfire-Version, wechseln kann. Verschiedene Zauberer sind so universell praktisch und hilfreich, da den sie immer will dabei haben, während andere just an bestimmte Situationen sinnvoll sind. Leider gehen es mehr Zaubersprüche wie Ausrüstungsslots. Sie werden verschiedene Zaubersprüche für viele Spieler wahrscheinlich nie benutzt gehen, weil sie dafür müssten mit praktischer, vielleicht schon geupgradeten Zauberern auflegen, die sie bis den nächsten Schrein dann noch nicht mehr nutzen können. Apropos Schrein, als Souls-like-Element erkennen, den du nicht nach den Heiltrank aus dem Afsinger Kürbisfleisch abzählen, die sich beim Schrein abfüllt. Ebenso wie spawnen all normal Gegner. Der Spielfigur hier Bewegungen sind durch den Stamina-Balken limitiert, aber wie schon erklärt, als die Geschichte für Nicht-Kenner von Journey to the West genauso unverständlich wie das kryptischste Souls-Spiel. Black Myth kann auch genauso gnadenlos auf frustrierend schwer sein, auch wenn nicht für die Stirbe bestraft wird. Was möchte Wukong da fordert? Majo, vom kleinen Faustsoldat bis zu den fetten Bossen kann bei all Gegner Kung Fu schlägt ziemlich schnell dran. Zum Bosse können später hier blitzschnell Multi-Hit-Kombos lassen, mit starkem Tracking und mit variablem Timing zwischen all Hit. Das Problem:
Eventuell können 3 bis 4 Treffer de Mauserwielte se ganz Liwen op Null bringen, a Blocken gënnet net. Projektiler kënne am Stab aufgewirrt gin, wie sobald feicht Fleien an Schwerter geschwungen gin, kann just nach mat eng Zauber e puermoll paréiert gin a fir de recht heechtet ausweichen. Den Timing muss och stimmen. Buttonmärsche bringt neicht. Zaubersprücher Verwandlungen sind zwar stark, wie wenn's dem lange Cooldown muss se evaluiert angesagt gehen. Wer bestohe will, muss sein innere Muhammad Ali oder Ultra Instinct Goku entfassen. Schlussendlich ist auch nach Präsentation wichtig. An Haika Wukong definitiv Punkten. Das nicht sie sinn, wie detailverläuft a knackig Grafik von diesem Spiel aus. Ob mans op der PS5 löden zwar heernst du Texturen an Detailer no, a Filzmauren an einer Hintergrundelementer könne matschig bleiben. Och hun ich mich bald forsäiert gefilt an den Performance-Modus zu wieselen, weil Framerate Drops a Ruckler sost Spielerfahrung dämpfen. An so gut dann kann mal bei zuviel Partikeleffekte PS5 urgent stottere geworden. Me net nëmmen as Wukong schein unzugucken, et bietet auch immens Variation u Gegner a Gegenden. Ich übertreibe net, wann es so, dat die 100 verschiedene Bossen an Minibossen ob ich vorden. An dabei Ball net gefudelt gött mat 5 Palette-Varianten an ähnlichen Tricken, für de Spielen von künstlich abzublosen. Ball all kann was einzigartig. Apropos Spielempfang. Nicht just Gegner Vielfalt, mir auch die Spieldauer als für diese Genre von geradlinigem Action-Spektakel Rekord verdächtig. 30 bis 40 Stunden, die wir für eine komplette Playthrough schon errechnen. Dabei spielt all Kapitel an einer komplett anderer Gegend. Von dichte Büscher über schneebedeckte Bierger bis zu wüste Ruinen, wo den Schluss wirklich gefiel, ein Reis quer durch ganz Ostasien handelt sich zu holen. Den Aufschluss von all Kapitel geht außerdem mit flott animierte Kurzgeschichten zu Figuren aus dem Wukong-Mythos belohnt. Ufangs geht es just ried aus, memi spät betritt der Spieler mi weitlefig half oppe Gegenden, die zum Erforschen allwerde sollen. Hei muss ich allerdings kritisieren, dass es kein Map gibt, was die Orientierung an de weitlefige Gegenden immens schwer mischt. War es hei schon, wird der Spieler sich oft freuen. Das ist umso mehr frustrant, weil an den unübersichtlichen Gegenden Upgrades und Optionalbosse verstoppt sie können, die ihn eigentlich nicht verpassen will. Auch für die Spielwelt aufzugrenzen, haben die Entwickler sich von der unkreativsten Seite gewiesen. Schlauchleveln sind nach immersiv durch Mauern oder Aufgründe limitiert, während offenen Arealen steht als Spielfigur einfach irgendwann auf unsichtbar Mauern. Es gibt auch kein Indiz, wenn ihr weh bei verstoppten Items feiert, wenn ihr just bei unsichtbar Aufgrenzungen. Wenn also nicht verpassen will, wird viel Zeit damit verbringen, lernt unsichtbar Mauern zu rennen. Aber vielleicht geht das hier just mir als grumpy Oldschool-Gamer so. Wir müssen doch gesteuert, dass für Release keine physische Kopie vom Spiel produziert werden und nicht nur digital am Store kaufen gehen. Das wird zeitlich nicht dran gewirrscht, heißt das. Wie für Collectors-Editionen mit Figurinen an anderem Schnickschnack war aber Zeit da. Immerhin wurde konfirmiert, dass die Disk-Version im Dezember an die Boutique kommt. Mehr genug gemeckert, kommen wir zum Fazit. Black Myth Wukong hat seine Ecken erkannt, zumal was das Design für seine mehr offenen Leveln angeht. Nicht gerade alles, was über die letzten Jahre angeteased wurde, konnte auch genau so realisiert gehen, und der legendäre Wukong durch einen stummen Doppelgänger zu ersetzen, hat bestimmt nicht just mich gesteuert. Mehr für weiss das Spiel aber auch seine Stärke richtig auszuspielen. Knackig, fördernd Action, mehr kreativ und auflösungsreich bei alles, was es so Aktuelles an dem Genre gibt, und da dann einem extrem umfangreichen und schönen Package. Für seine Suche kriegt er definitiv mehr wie genug Spiel. Dank dem grossen Succès gouf auch nicht just DLC konfirmiert, wie eine Fortsetzung ist ebenfalls wahrscheinlich. Der Entwickler behauptet jedenfalls, genug Ideen und Material zu haben, für eine ganze Spielserie aus Black Myth zu machen. Und ich für meinen Teil freue mich schon auf das nächste Werk von Game Science. Den et Owes méi gemidlech will hunn, fir den ass ganz bestimmt Legend of Zelda Echoes of Wisdom genau dat richtecht. Weißt du, gemütlich, das klingt gut und ich meine, ich mache mir doch so gemütlich. Schlaf gut. Oh. Nachdem Tears of the Kingdom letztes Jahr rauskam und Zelda-Fans sich gefreut haben, das heißt, ich habe mich gefreut, was wollen sie als nächstes rausbringen?
Mat dann vergrut mat bis Jo am Juni mat Zelda Echoes of Wisdom. E ganz neue Zelda an der Grafik vum Remake vun Link's Awakening wat bei viele Leute ganz gut ukommers. Wir ha awer klengen Twist mat rapprcht, ha spielte net mat als dem bekannten Held dem geringe Gewand, wie ma Zelda selber. Mit Spiel fängt aber ganz typisch mam Link un, mir kämpfen aus Dungeon, sind komplett ausgerüst an hun Vollherzer, dummer der Kräns als Alkeier. De Link begeint engem Gegner, den er ziemlich bekannt fikend, an direkt um ein kleiner Bosskampf. Am Hintergrund gesehen wir typisch, dass Zelda festgehalten wird. Der Link besiegt de Ganon, mit dann kann aber etwas Unerwartetes. Es entsteht ein Loch am Boden und in letzter Sekunde schießt der Link auf Zelda, für zu befreien. Das für Zelda aber ein bisschen mit untypischen Anfang, alles immer mit Zelda NRW, mit was kämpft hat. Was war der Rass, den der Link verschlungen hat? Musste mir den Link retten? Oh je. Mam Zelda mache meist dann in der Wefe bei Schloss und hat erzählt seinem Pap, was alles passiert ist. Und dann direkt 4 Uhr singen an, kann doch heurem Riese raus und verschlingt sein Pap, als ihn 2 Diener, kurz drauf gesagt, just hat, dass von denen 3 Doppelgänger aus dem dunklen Loch kommen. Sie behaupten, Zelda wäre für all die Risse verantwortlich und soll angespart gehen. Am Kerker begehen wir dem Tri. Hier erzählt uns, dass Jen als ein Gefährten dem Zelda können helfen, die Risse zuzumachen. Wir bevor wir uns auf den Weg machen, kriegen wir einen Stab von ihm. Und das ist klassisch gesehen als Waffe an diesem Spiel. Der Stab erstellt Akkus bzw. Doppelgänger von Gegenständen, aber auch von Monstern. Und das ist dem Zelda sehr weh zu kämpfen bzw. am Spiel voranzukommen. So wie ein für Zelda-Spieler kennt, haben wir eine Hauptmission, die geht uns auf der Karte angewiesen, wo wir müssen hin, aber äußerst frei los, was wir als erstes machen. Für dich können wir entweder an die Gerudo-Wüste oder bei Zoras gehen. Da musst man für dich mal helfen, Konflikte lösen oder eine Lösung finden. Mit den ersten 2 Missionen sehen wir aber direkt plus minus, wie das Spielwert abgebaut sind. Wir kommen an einem bestimmten Teil unhelfen dem Volk oder wir mussten eine Lesung finden, wie wir rauskommen, wie wir daraus zu machen. Mit Hilfe vom Tri können wir an die Risse rangehen. Wenn wir bis dran sind, dann befinden wir uns in der Welt des Nichts. Hier haben wir dann auch 2 verschiedene Typen und Risse. Bei denen Klangen muss man 3 oder 5 Plätze vom Triesing Gefährte finden, und mit denen kann hier daraus zumachen. Die Mikrosrisse sind meistens durchgestaltet wie Dungeons bzw. Tempeln, wo man gegen den Miniboss und dann noch gegen den Hauptboss kämpfen. Hier schlägt sich Zelda auch durch mit seinen Doppelgänger. Meistens steht ihn entweder neben run und guckt dem ganzen Kampf nach. Wenn es ganz intensiv geht, muss ihn aber aufpassen, für den Gegner aus dem Weg zu gehen, dass er nicht getroffen wird, auch wenn der Gegner den Doppelgänger avisiert hat. Muss ihn halt aufpassen. Und am Großen und Ganzen ist er durch den Hauptkampfprinzip. Zelda besiegt Monsteren, und mit seinem Stab kann er Doppelgänger von denen Monsteren erschaffen. Und dann hält ihn immer mit stark Monsteren für den nächsten Kampf. Aber es kann ihn nicht unendlich stark Monsteren an den Kampf schicken. Den Tri hat 100 so kleine Dreiecker fliehen. Und die stellen durch, wie viele Doppelgänger dass er kann erschaffen. Mit den Tri just 3 Dreiecker, da kann er just 3 kleine
Akkus erschaffen, e kleinen an den mittleren oder just e großen. Das heißt, du gehst nicht aber Regeln, dass ihr nicht übertreiben mit den Gegnern. Was mir aber mehr der Risse zu machen, was den Tri nicht stark wird, mir ein höheres Level kriegt und auch mehr Dreiecker oder das Verbrauch der anderen Dreiecker für Doppelgänger zu erschaffen. Und wenn ich hier drum von einem Hauptkampfprinzip geschwärzt habe, gibt es da wunderbar einen kleinen Bonus. Wir können uns für eine kurze Zeit an den Link verwandeln und dadurch seine Waffe benutzen. Die muss ich aber natürlich für dich erkämpfen bei den Minibossen. Wie sobald ihn so hat, kann ich gewisse Tri-Kristalle sammeln. Das sind so kleine blaue Küben. Und sie beim Impa seinem Bruder verbessern lassen. Und ja, heute gehen wir gewollt, dass der Impa einen Bruder hat. Das ist soweit auch zu der Story und zum Kampfprinzip. Mit welchen Zelda, wo man nicht noch bestimmte Bonussen hatte. Bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom haben wir gesehen, dass der Links sich kann mit Zutaten kochen. Wir hier sind ähnlich. Just dass man nicht kochen, mehr von einem Deko können wir Smoothies machen lassen. Hier aber auch ein kleiner negativer Punkt von mir. Pro Smoothie bezieht den mal für dich 10 Rubiner. Und dann kann ich von einem Smoothie nicht mehr wie ein Beine bestellen. So muss ich mal am Deko schwätzen, Zutaten auswählen, hier möchte ich sie und das muss ich immer und immer und immer machen. Das heißt, wenn ich 10 Smoothie will, muss ich das 10 Mal machen. Kann ich nicht mega viel Zeit, mit nervt und nicht muss ich den Smoothie einfach abfüllen. Smoothies sind hier natürlich gedacht, für die Herzen abzufüllen, für bestimmte Effekte, das heißt, wir brauchen sie. Neben den Tri-Kristallen an den bekannten Herzdeler, wo ich sammeln kann ich hier auch eine Stampeljagd machen. Der hat richtig Herren. Hier habe ich Stempelstationen gefunden, also in Stempelkarten voll stempeln lassen. An den Stationen finde ich wirklich überall. Natürlich kriege ich pro Stempelkarte immer eine Belohnung und wir machen den Stempelmann ganz froh, weil wir auch die einzige Person sind, wo ich in einer Stampeljagd teilholen. Was wäre aber ein Zelda auch nicht Feen? Mit den Flaschen, die ich hier natürlich auch finde, muss ich die kleinen Feen aber nicht mehr fangen. Sie fliehen freiwillig und ihre kleine Prison erwarten darauf, dass wir sterben, für uns zu überleben. Das kann ich natürlich. Dann haben wir aber auch ein Großfee und noch bei hier kriegen wir Upgrades und hat ganze Modetipps. Da haben wir sind Amulette gemeint, die wir können am Laufen spielen von basically wirklich überall kriegen. Ein random Schatztruhe, eine Nebenmission, ein Boss an einer Höhle, wo ihn ganz random findet, ein Dungeon oder das kann ihn auch kaufen. An die Amulette können wir uns dann anlegen, wie wenn ich gegen einen Rüstungsstil anlegen. Und da kriegt ihr verschiedene Effekte. Es kann ich mehr lang tauchen, es findet mehr Herzen, es kann ich meiner Schuld aufkriegen, über Treibsand laufen und sogar mehr hoch springen. Sie sind wirklich praktisch und mit der Fee können wir bis zu 5 gleichzeitig ausrüsten. Und das wichtigste Wert der Rubiner zu investieren, weil sie helfen einem wirklich viel. Während dieser Journey beginnen wir aber auch lauter Sachen, die ihr schon aus denen allen Zelda-Spieler kennt, wie die Vorleger. Wir beginnen Gerudos, Zoras, Dekus und Koronen. Wir auch Plätze wie die London Farm und Lost Woods, auch was sie ein bisschen anders stehen. Es sind noch bekannte Gegner dabei, wie Goma, Moblin, Exalfos etc. Die Karte kennt dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen, aber vielleicht Link's Awakening erinnern. Also beim Spielen ist mir wirklich mein Zelda-Herz abgegangen. Obwohl er die funkelneue Spielprinzip ist, für auch mit Zelda zu spielen, war es aber immens nostalgisch für mich. Gerade ganz am Anfang kann ich wohl ein bisschen frustrieren, wenn ihr nicht so stark Monster in seiner Sammlung hat, dem Linksing Energia leistet noch ziemlich klein etc. Während den überall Rubiner findet den Herz praktisch gut nicht, auch von den bestimmten Amuletten ausgerüstet. Für mich war es manchmal den echten Zelda, wo ich alle Flaschen von tun und hat an dem heutigen Spiel wahrscheinlich so viel Rubine wie noch nie. Die winzig Negativpunkte sind bald nicht der Wert für drüber zu meckern. Zelda Echo of Wisdom ist aus einfachem, guten neuen Zelda für das Franchise und ich habe einfach richtig Spaß zu spielen. Ich weiß, so, dass alle Zelda, aber was soll ich da so, was sie wirklich gut sehen?
Zelda Fangirl hat. So, das wäre drin für das Mond. Ich wünsche euch noch gut Gaming auf den Tag für den Ende vom Jahr. Und dann noch eine erholsame Nacht. Ciao. So, weißt du, was Black Myth Wukong? Nee, falsch, fuck. Wenn es mir gemütlich will, Hund für Schlafen gehen, für den das vielleicht Legend of Zelda. Oh fuck. Wie ist das Echo so Wisdom? Fucks of Wisdom. Okay, also okay, schon noch Schluppe für 3 weitere Texte. Ja, Mann, wenn es overes mir gemütlich will, Hund für den aus Legend of Zelda. Echoes of Wisdom oder Echoes. Vielleicht genau das richtig. Cheers. Und dann hast du eine halbe Sekunde drauf, passt du so, aua, weil er geht lang.